Nimm deine Arme über die Seite auf, wenn du einschnaufst, verschränk deine Finger und beim Ausschnaufen ziehst du auf die linke Seite. Gerade so, dass es ein bisschen zieht. Komm wieder zurück und schnauf ein und beim Ausschnaufen nimmst du die Arme runter. Mach das Gleiche auf die andere Seite. Einschnaufen, Finger verschränken und gegen rechts liegen. Komm wieder zurück und schnauf ein und beim Ausschnaufen nimmst du die Arme runter. Jetzt schnaufe noch einmal ein und aus. Noch einmal ein und aus. Schnaufe noch einmal ein und aus. Steh ans Ende von deinem Mätteli und nimm dein linke Bein. Zieh das Knie so fest wie es geht zu deiner Brust. Probier das Gleichgewicht zu haben. Steh einen Schritt zurück mit links in eine Lunge-Position und nimm deine Arme auf. Schau, dass der Bauchnabel zu deiner Wirbelsäule ziehst und die Atem immer noch langsam ist und tief. Dreh dich ab in eine Kriegerposition. Ziehe mit deiner rechten Hand gegen oben und die linke Hand kannst du auf dein hintere Bein abstellen. Komm mit beiden Armen wieder vorne an den Boden und nimm dein rechte Bein zu deinem linken Bein hinten in eine Plankposition. Drück dich in einen Hund, der runterschaut. Schau, dass deine Fersen am Boden sind. Komm wieder für eine Plankposition, setz deine Knie am Boden und komm langsam ab auf den Bauch. Drück dich auf in eine Kobra. Schau, dass deine Schultern weg von den Ohren sind. Komm langsam zurück und setz deine Stirn am Boden an. Schnauf einmal tief ein und wieder aus. Stell hinten die Füße auf und komm noch einmal in den Hund, der runterschaut. Auch hier wieder schauen, dass deine Fersen am Boden sind. Mach die Rücken so gerade wie möglich. Komm für eine Plankposition und ziehe dein rechte Knie fest zu deinem Bauch. Stell dein Bein vorne ab zwischen deinen Armen und setz deine Arme auf das rechte Knie. Wir beugen 10 Mal das linke Bein beugen, sodass es am Boden ankommt und wieder strecken. Vergiss nicht, auf die Atem zu achten. Nach dem 10. Mal nehmen wir die Arme am Boden, unser linke Bein zum rechten Bein, langsam aufrollen. Komm wieder in die Mitte von deinem Mätteli und schau, dass deine Füße leicht gegen raus schauen. Wir machen 10 Mal Kniebeugen, sodass unsere Knie schön über unseren Fußspitzen bleiben. Das heisst, wir drücken die Knie schön auf die Seite. Probier die Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Mach dich parat, um 10 Sekunden drinnen zu bleiben. Schon fast geschafft.
Steh auf die andere Seite von deinem Mätteli und nimm dein rechte Bein, so nach wie es geht, zu deiner Brust. Jetzt kannst du das rechte Bein hinten abstellen und deine Arme wieder aufnehmen. Dreh dich ab in eine Kriegerposition. Mit deinem Blick bist du bei deinem linken Arm. Jetzt geht der linke Arm wieder auf, der rechte Arm stellt auf deinem rechten Bein ab und dein Blick ist wieder zu deinem linken Arm. Stell wieder beide Arme vorne am Boden und nimm dein linke Bein hinten. Bleib in der Plank-Position. Drück dich hinten in einen Hund, der runterschaut. Komm wieder für eine Plank-Position, setz deine Knie am Boden ab und sink langsam. Komm auf in eine Kobra. Drück deine Schultern wieder weg von den Ohren. Komm langsam zurück, mach einen runden Rücken und setz deine Stirn am Boden ab. Setz deine Beine wieder hinauf, drück dich in einen Hund, der runterschaut. Komm wieder für eine Plank-Position und ziehe dein linke Bein so fest wie es geht zu deinem Bauch. Schau, dass deine Schultern, Hüfte und deine Beine eine Linie sind. Stell dein linke Bein vorne zwischen deine Hänge ab. Stell die Hänge auf dein linke Bein und mach auch hier wieder 10 Kniebeugen. Wir nehmen unsere Arme wieder vor am Boden, das rechte Bein zum linken Bein und setzen uns hinten am Boden. Schnauf ein und beim Ausschnaufen kannst du langsam am Boden runterrollen. Komm mit deinen Beinen in eine Tischposition und setz abwechslungsweise einen Fuß nach dem anderen am Boden. Schau, dass deine Knie nicht zu fest zu deiner Brust ziehst, sondern dass sie immer wieder in eine Tischposition kommen. Zieh den Bauchnabel zu deiner Wirbelsäule. Schnauf regelmässig. Nimm beide Beine wieder auf eine Tischposition und bleib hier noch ein paar Sekunden. Jetzt kannst du die Beine absetzen und deine Arme vorne bei der Brust überkreuzen. Wir machen 10 Crunches. Wir ziehen langsam, ohne Schwung, unsere Brust und unser Schambein zusammenziehen. Schon fast geschafft. Und wir halten uns noch in dieser Position, indem wir die Arme vornehmen. Und entspannen. Du kannst deine Füße ein bisschen näher zu deinem Gesäß nehmen. Und jetzt gehen wir mit dem Gesäß 10 Mal so hoch rauf, wie wir können. Und uns wieder absetzen.
Und wir bleiben noch 10 Sekunden. Vergiss nicht regelmässig zu schnaufen. Und gut. Du kannst dein Gesäß wieder absetzen und raufkommen in einen Schniedensitz. Schnauf ein und nimm die Arme oben zusammen. Und beim Ausschnaufen kannst du probieren, deine Ellbogen so gut wie es geht am Boden abzusetzen. Wenn das noch nicht geht, das ist kein Problem. Dann streck deine Arme einfach so weit vor, wie es geht. Komm wieder rauf und wechsle deine Füße. Schnauf ein, nimm die Arme oben zusammen und beim Ausschnaufen lehnst du wieder vor. Komm wieder zurück, nimm deine Fußsohlen zusammen, schnauf ein, kannst die Handfläche aufeinander tun und nimm sie vor deine Brust. Du hast es geschafft.